Hallihallöli, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da gucke, das 666 Abonnenten-Special. Also, bin ja, bin ja echt begeistert, wie der Kanal hier wächst. Also, das ist ja einfach der Hammer. Jetzt sind wir schon bei 714 Abonnenten zum Zeitpunkt, an dem wir das Video aufnehmen. Und ich habe gedacht, jetzt müssen wir das langsam fertig machen, weil ich habe gehofft, dass jemand auf Patreon guckt und die Teile sich holt und da vielleicht ein eigenes Design auch macht. Das war so eigentlich auch ein bisschen mein Plan. Aber das Angebot steht immer noch. Also wenn da euch was einfällt, ich druck's dann aus und mache das auch im Kanal. Das kriegt man dann und stellt euch das vor dann. Fände ich schon auch cool, weil das soll ja schon ein bisschen eine Interaktion werden hier. Also so Community und was weiß ich. Und heute reden wir auch ein bisschen nebenher über das, was ich mir so vorstelle. Also natürlich als nächstes 777 Abonnenten Special. Und da dürft ihr auch gerne Kommentare hinterlassen. Weil über Kommentare freue ich mich wahnsinnig. Da sind noch ein bisschen zu wenig. Also wie ihr euch so 777 Abonnenten Special. Und das ist ein dämonischer Blaster. Und das wird dann so Engelsblaster oder sowas. Sowas in der Richtung überlege ich mir für 77er. Das wird dann, also so wie ich es mir vorstelle, eher blau, gold, vielleicht ein bisschen weiß. Sowas in der Richtung. Aber dürft da gerne Kommentare reinschreiben und ich lasse mich da inspirieren. Und vielleicht machen wir auch einfach mehr. Ich meine, hält mir ja nichts davon ab, da haben den 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal zu machen oder so. Und das Einzige, was dann noch ist, der Platz. Da muss man halt gucken, wie das wieder loswerden kann. Aber ich denke, dafür findet man Lösungen, oder? Da findet man Lösungen. Aber heute machen wir erstmal das Design da noch. Ich brauche da vorne die Front. Und wir müssen da erst einmal den Trigger ändern. Weil, seht's, hängt bloß noch. Und der erste ist ziemlich zügig kaputt gegangen. Und das wäre halt der Standard-Trigger. Das sieht ein bisschen langsamer, langweilig. Hey, heute habe ich es mit den Worten. Langweilig sieht's aus. Und ja, der Lauf ist kaputt gegangen. Den habe ich dann nochmal ausgedruckt. Mit da vorne ist ein bisschen Abbruch. Aber ja, der ist beim Drucker auch ein bisschen schief gegangen. Aber da habe ich das dann da noch zerlegt. Oder der hat da auch noch gestoppt. Und habe ich gedacht, ja, komm, das drucke ich jetzt wegen den paar Millimeter nicht nochmal aus. Ich zerlege den anderen. Ja, das landet im Abfall. Und ein Modell hat der Blaster verschlungen. Ohne Pfeile irgendwie kaputt gemacht. Das weiß ich auch nicht mehr. Das habe ich auch noch nicht gekriegt. Also, richtiges Teufelzeug. Da noch das Dingele. Aber ja, das lässt sich mit Leber reparieren. Und das repariere ich, wenn er mich nicht drum bettelt. Einerseits denke ich mir auch, das ist ein richtiger Krampf, das zu richten. Und das lohnt sich für die paar Cent auch nicht. Andererseits wäre das eine schicke Herausforderung. Vielleicht wird es dann irgendwann Zeit für einen Zweitkanal für sowas. Weil den habe ich halt da rausknallen müssen und das ist eine gute Presspassung. Was wir da haben, die Schraube, packen wir da. Das Geraffel wieder auf Seite. Die Schraube, ja, seit die da unten sind uns lang. Ich glaube bei Teil 2 habe ich die ganze Bauteilliste, also alles, was er so an Hardware braucht. Und das sind eigentlich ziemlich Standardschrauben, ziemlich Standardsache. Also. Und eigentlich alles im 5. Bisschen Federler, das ist ein bisschen. Ja, die Federler sind ein bisschen ärgerlich. Aber das findet man auch. Ich meine, gerade hier die Spiralfeder. Die Spiralfeder da drin. Die Feder, die da, das da zurückzieht. Das hätte sie. Die ist ganz okay. Die ist einfach zu finden. Da ist Triggerle. Jetzt habe ich da. Das ist einfach nochmal Ecke robuster gemacht. Das seht hier. Das da Hanna gerade unter die Windung ist ja fast nichts. Und das habe ich hier nochmal einfach ein bisschen mehr. Und ich denke, wenn wir die Schraube sowieso tauschen müssen, dann können wir das einfach mit ändern. Boing, 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 boing. Das ist ja nettes Spielzeug. Aber taugt halt nicht für Blasterle. So, dale. Ich hätte schon gerne irgendwann mal so eine richtige Community, wo man sich dann auch zum Blasterles Modifizieren trifft und dann auch mit dem modifizierten Blasterles rumschießt. Also schon Style Points, dass man darauf auch Wert legt und nicht bloß auf das Kompetitive. Also einfach
weil so wie meine Blaster aufbauen, viel Spaß orientiert und wenig irgendwie auf Wettkampf orientiert. Weil Wettkampf kann auch Spaß machen, aber das muss, also bei mir steht schon die Optik stark im Vordergrund und ja, dass es irgendwas Komisches macht, also wie das hier. Ist nicht praktisch. Da brauche ich mir nicht schön reden. Das ist cool, aber nicht praktisch. Das Magazin lässt sich nicht einfach verstauen, es lässt sich nicht einfach laden. Ja, also der einzige Vorteil bei dem Blaster ist halt, dass wir dann irgendwann mal das so betreiben können und da oben noch was dran bauen können. Und dann ist das Magazin an der Stelle recht geschickt, weil da wäre das, wobei da könnt ihr auch Stabmagazin seitlich rausnehmen. Und dann machen halt so. Aber alles was hier wäre, wäre halt auch geschickt, weil dann ist das halt im Weg vom zweiten Blaster. Das kommt nächstes Jahr. Das habe ich mir fest vorgenommen. Aber müssen wir erstmal andere Alternative vom Blaster. Wobei wir also zwei solche Blaster zusammenschweißen könnten. Deswegen habt ihr hier den Schnitt da hinten. Einfach, dass man hier eine gewisse Modularität hat. Und dann könnt ihr jetzt da hinten, wenn man das wegmacht. Komm, wir machen es einfach kurz weg. Wir müssen es so wegmachen. Dann wisst ihr, wovon ich rede. Also, ich habe auf meinem Kanal mal nachgeguckt. Ich habe viele neue Leute, die das erste Mal dazu gucken. Also, riesengroße Mengen Leute, also zumindest laut Statistik, die das erste Mal zugucken, da muss ich da auch Rücksicht drauf nehmen. Das ist, da seht ihr da könnte man so eine Schnittstelle draus machen. Oder einfach so ein Adapter vom nächsten Blaster, dann hat man da zwei davon. Und irgendwie vielleicht hier noch ein leichter Hub. Ja, wobei, doch man könnte ein bisschen, ja, zweite Blaster müsste eher kürzer sein. Ja, zumindest meine Hand ist jetzt nicht die größte. Also, ich meine, wenn ihr eine größere Hand habt, der ist sich modular. Also das habe ich so anpasst, dass es auf meine Hand recht gut passt. Das seht ihr, da ist nicht viel Luft. Also wenn ihr größere Hand habt, wenn ihr kleinere Hand habt, das ist toll. Da kann man auch noch ein bisschen was wegnehmen. Da ein bisschen was sparen einfach. Das ist recht zügig anpasst. Die STL-Files habe ich ja euch auf Patreon zur Verfügung gestellt. Das sind ein paar Punkte, die verschiebe. Ich meine, das seht ihr, das ist noch ziemlich kantig. Da könnte man natürlich auch das ein bisschen klettern und alles, aber ich bevorzuge einfache Modelle, die lassen sich dann leichter ändern. Das ist zumindest das, was ich mir davon erhoffe. Wenn wir das dann irgendwann mal, wenn wir da einen Stapel voll Möglichkeiten gefunden haben, das zu klettern ist, dann vermutlich weniger Problem. Und hab da jetzt noch nie großes Verlangen gehabt, das so richtig. Seht ihr da Hanna, seht ihr noch die Kante, das ist alles noch ein bisschen, ja, simple Modelle. Das ist für vorne. Das ist. Ach, das sind die neu. Ah je. Jetzt habe ich mir gerade schon selber verwirrt. Das sind die Schrauben, die ich einbauen muss. Das sind die Schrauben, die raus müssen. Na, die Schraube zum Schluss, das ist nämlich. Das ist ein bisschen. Ja, das habe ich nicht ganz geschickt gemacht. Dass die Schraube auch gleichzeitig der Drehpunkt für das Hebel ist. Das seht ihr auch gleich, was wir aufgemacht haben. Da den Drehpunkt für das Hebel hätte ich vielleicht mit einer separaten Schraube, die bloß innerfest ist. Aber es geht recht gut. Also das hat mir jetzt noch nie so sehr gestört, dass das nicht funktioniert hätte. So. Oh, ein bisschen rausnotler. So. Dann sehen wir gleich. Das machen wir heute alles langsam. Wenn euch das lieber ist, dass ich nebenher ein bisschen rede und das alles ohne Schnelldurchlauf mache, das könnt ihr auch einfach in die Kommentare schreiben. Das ist dann richtig mit nach der Mehrheit. Und manchmal ist der Schnelldurchlauf für mich praktisch, weil da kann ich ein bisschen Zeugs nebenher oder muss nicht ganz so viel. Kann mich auf das konzentrieren, was ich mache. Also das hat für mich dann ein bisschen Vorteile. Und ich muss mir nicht so viel überlegen, was ich sagen will. Ja, boing, 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 boing. Ja, das hat nicht so richtig. Und ich habe halt
Also bisher habe ich euch die designfreie Datei hochgeladen und da dürft ihr selber dann dran rumbasteln. Aber ich lade euch natürlich das Design auch noch hoch, sobald die dazukommen. Das ist relativ weit hinten, das Federle. Ich überlege gerade, kann man da Pistole auch noch draus machen, also da ohne Schulterstütze. Und aktuell brauche ich die Schulterstütze zum einen, dass es das Magazin festhält. Seht ihr da hinten, das ist so Federle drin. Und das Löchle habe ich falsch nicht gemacht. Das habe ich irgendwann mal weggespart, weil ich es eigentlich nicht brauche und nicht dran dachte, dass ich es weggespart habe und dass ich es nicht brauche. Also da ist bloß eine Ausbuchtung. Ja, das Löchle brauchen wir nicht. Aber gut. Ich ist halt. Ohne Kopf ist man manchmal wie Depp. So, oder le. Und der Zähler, was ich meine, da hat er die Schraube, da hat er, die ist auch gleichzeitig der Drehpunkt. So, die Schraube kommt gleich weg, dass ich nicht auf die Idee komme, die wieder einzubauen. Die Schraube kommt da hinten rein, da durch. Kommst du wohl durch die Unterlagsscheibe durch? Ich sagte durch die Unterlagsscheibe durch, nicht die Unterlagsscheibe wegschmeißen. Heieieiei, mach das doch, was ich sag. Das Material hört auch nicht auf mich. Ei, genau so nicht. So. Das ist noch intakt. Das ist natürlich, nimmt man ein bisschen Stabilität raus. Ich glaube, ich hatte sogar so eine Schraube in der Länge da. Aber habe es in meinem Sammelsurium nicht gefunden. Das ist halt, fällt dann ein bisschen so Fächer und Zeugs und fehlt einfach Platz. Deswegen ist das alles in der Box drin und das kann es auch manchmal sein, dass man Dinge übersieht. So, da gebe ich den noch ein bisschen. Der läuft noch flüssig, wunderbar. Ja, das ist eigentlich schon, also schießen, das ist schon cool, das hat so, schießt die so richtig der Dampf dahinter. Ja, macht die Kabel 1 Millimeter länger als ich. Wenn ihr das regelmäßig zerlegen wollt. Ich meine, ihr könnt auch hier, wenn ihr da andere Schwungrädlerskäfig, hindert euch niemand dran, das länger zu machen. Also der Style da haben. Gut, ist nicht ganz so einfach, aber ich habe aber auch mal festgestellt, ich habe das auch mal testet mit mehreren. Habe ich auch schon ein Video dazu gemacht beim zweiten Blaster. Da hat man dann sogar Valkyrie-Motoren, also ein bisschen was hochwertigeres wie das. Das bringt, also der dritte bringt schon immer arg viel und der vierte fast gar nichts mehr. Ich habe den dann auf 2 reduziert, weil ja, das ist dann ein bisschen handlicher, ein bisschen einfacher zu montieren. Und der zweite bringt einiges, also der dritte, ja, dass er halt da ist und der vierte war dann wirklich eigentlich nichts mehr. Also, wenn ich dran denke, verlinke ich euch das Video, aber wenn nicht, guckt ihr mal beim zweiten eigenen Blaster, da habe ich Schwungrädlersversuche gemacht. Das ist der mit der orangenen Front. Technisches Drehstelle. So. Irgendwann brauche ich doch einen Akkuschrauberle. Ui. Und rein. So, mal gucken. Läuft noch flüssig. Läuft noch wie geschmiert. Ja, das ist schon ganz gut. Ich glaube, auch viel kürzer wie so wird es halt einfach nicht. Also, wir machen dann nächstes Jahr schon eine Variante von dem Blaster. Also, weil
Es hält uns ja auch nichts davon ab, andere Magazintypen zu machen. Also ich kann jetzt hier, könnt ihr jetzt so Boxmagazin machen. Dann müsst ihr die Schwungrädler eine Etage weiter runter. Oder halt. Oder ich müsste Schieberle, müsste ändern, dass das hier einfach höher geht. Und dann könnte man da so ein bisschen Pistolemäßiges draus machen, weil da hat man den Platz von Akku. Also hier. Und dann dürfte es auch passen. Ja, das habe ich noch vom ersten, dass ich das mit dem Mittelfinger mal bedienen will, weil da habe ich den Schalter hier gehabt. Und dann war das. Aber das habe ich jetzt hier geändert, weil ich will es ja mit beiden Händen bedienen können. Das heißt Schalter hier, das mit dem Zeigefinger. Ja, bauen wir es zusammen, da können wir auch mit rumspielen. Das, bevor ich jetzt hier schon rumspiele. Ihr könnt ja auch, wenn ihr das immer wieder zerlegen wollt, wollte ich schon gesagt, ich glaube da auch einen Stecker rein machen. Das ist halt ein bisschen zusätzlicher Aufwand, ein bisschen mehr Kosten. Das bleibt aber euch überlassen, wie ihr das machen wollt. Und ich will da auch noch langfristig, also für den Blaster so eine Plattform anbieten, wo dann verschiedene Dinge zusammenstellen könnt, und deswegen brauchen wir da noch Optionen. Wir brauchen da noch Präzisionsblaster, das heißt, man hat den Präzisionsblaster oben und was weiß ich, ein Blaster zum Schnellfeuer runter. Das sind viele Optionen und Zeugs, was man da noch machen kann. Vielleicht ein Blaster, der Rakete schießt, ein Blaster, der Mega schießt, ein Blaster, der Mega XL schießt und der Blaster, der mehrere Pfeile auf einmal schießt. Solche Geschichten. Das alles irgendwie anbaubar. Einfach, dass man sich so gewaltiges Blaster zusammenstellen kann. So, jetzt haben wir da die Front. Ich habe ja schon Shorts gemacht, wo ich dir so ein bisschen gezeigt habe. Ja, die Drucker sind jetzt nicht die beste. Ich hätte den Drucker vielleicht schon mal noch justieren sollen. Hat sich auch noch beschwert. Aber da ist einfach, dass das vorangeht, ist wichtiger wieder. Das alles, dass es 100%ig ist. Das ist da ein bisschen meine Philosophie. Und keine Sorge, wenn man das kriegt ihr dann, das dürft ihr bei euch selber so rausdrucken, wie ihr es haben wollt. Und soll die das irgendwann mal so Verkauf anbieten, dann informiere ich mich über sowas auch. Aber das ist nur aktuell noch weiter vorne, von daher. Oder man findet halt jemanden, der sowas kann. Ich meine, solche Möglichkeiten gibt es ja auch. Dass Leute da schon Ahnung haben, wie man das druckt. Ja. Ihr braucht ein Kreppband, dass das so lange zusammenhält, bis der Kleber anfängt zu halten. So, wir können bei der Gelegenheit auch einfach mal den alten Kleber aufbrauchen. So. Bevor ich da eine neue schon anfange. Die habe ich halt auf zweimal, dass ich sie liegen. Ich habe geschaut, dass ich bei dem Blaster komplett auf Stützstruktur verzichte. Deswegen ist es da nicht an der Stelle geschnitten. Und ich klebe das lieber, wie dass ich dann die Stützstruktur entfernen muss. Ich meine, ihr könnt es auch zusammen ausdrucken, wenn ihr das mit der Stützstruktur vielleicht besser hinkriegt wie ich. Dann müsst ihr es nicht kleben. So, das sind da so Hammer und Flamme. So, haben wir den Teil. Dann haben wir, das Magazin wird nicht geklebt, das wird mit doppelseitigem Klebeband. Weil, wenn man dann, also ich könnte schon kleben, aber dann ist mein Magazin halt, wenn irgendwas innen drin kaputt ist, ist komplett die Teile her.
Also ich bevorzuge dann doppelseitiges Klebeband. Das hält nicht so gut, aber lässt sich wieder entfernen. Man könnte auch einfach die Schraube oben durchgehen lassen und das dann da dran festschrauben, aber dann sieht man die Schraube nachher. Das, ja, das sind so meine Gedankengänge. Deswegen, wenn ihr das anders haben wollt, wie ich schon gesagt, Datei lasse ich dazukommen. Wir sind auf dem Patreon. Patreon ist zu einem Zeitpunkt, dann ich das Video aufnehme, umsonst. Also, soll das schon was damit machen. Also, es ist ohne Bezahlung. Aber ich habe eine gewisse Erwartung da, dass ihr das dann auch nutzt und dann was draus macht. Das ist ja völlig klar. Saudele. Dann. Hoppala. Das hebt dann eine Kunststoff deutlich schlechter wie in der Schutzfolie. Achso, Krust. Geh schon ab. Lass mich doch nicht so fluchen da noch. Ah, Krust. Saudele. Jetzt ist gegangen, sagt der Hosenscheißer. Hoppala. So, da. Ei. 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 Okay, das ist mit Kommentare vielleicht doch nicht ganz so schlecht. Ich das Quatsch mache. Das ist nicht so hinkrieg. Ah, gut, das doppelseitige Klebeband ist vielleicht auch nicht das Beste. Das hält. Ich will auch vielleicht nochmal mit Spiritus abreiben soll oder so. So. Dann muss das, ist das noch so eingebaut, muss das so hin. Ist noch leicht Chaps. So. Pentagramm. Wie schon gesagt, wenn euch das Dämonische nicht so liegt, lasst ein Abo da, dann erreichen wir die 777, dann machen wir einen Ausgleich noch. Ja, da habe ich ein bisschen einen Fehldruck. Da habe ich irgendwas in der Einstellung falsch gehabt. Wobei das auch cool aussieht. Also, die Überlappungen, weil das sind einfach nur Cubes, also so Würfel dazu als Ausgang. Ui. Ah. Das ist cool. Da hat's das. Das kann man jetzt Ibra hier machen. Okay. Das ist eine wilde Geschichte. Ja, da habe ich nicht aufgepasst bei den Slicer-Einstellungen. Also das hat's mir dann ein bisschen. So sollte das Modell eigentlich nicht aussehen. Das hat's mir dann. Deswegen, ab und zu mal, wenn ich beim Slicer durchgucke, das lassen wir dann hier. Bei Slicer durchgucke, weil da hat er irgendwie die Überlappung dann ja nicht als Oist-Nummer und was weiß ich. Komische Einstellungen gehabt halt. Da haben wir. Dreizack. Brauchen wir. Dann haben wir auch relativ langweiliges Teil, das haben wir. Das kommt dann noch da unten hin. Dran denke, der ist bloß an Äußerseite festkleben. Das kriege ich noch nicht ganz ohne Stützstruktur hin. Das ist das Einzige, das noch Stützstruktur braucht. Ich meine, ich könnte schon so drucken, aber dann sieht es halt auch komisch aus. Das ist dann lieber die Stützstruktur. Und dann hat es hier noch Stützstruktur. Ich glaube hier. Ich habe das so, dass es möglichst flach aufliegt. Das hat es halt ein bisschen. Ah, da war der Winkel doch ein bisschen zu scharf. Hätte ich vielleicht doch. Du hast halt irgendwas bei der Stützstruktur, bei der Einstellung ändern sollen, dass man das. Da habe ich immer wegen irgendwo anderer Druck dran rumdreht und das vergessen zurückzustellen. Halb so wild. Auf jeden Fall. Äußerseite bloß Klebe. Und den Doil.
Weil sonst kriegt er nachher das Magazin, die Schulterstütze nicht mehr aufgemacht. Das wäre schade. Aber wie schon gesagt, bei sowas kann mal was kaputt gehen und da will man halt nicht das ganze Teil wegschmeißen, sondern oder dass hier Schräuble lockert. So, je. Heute habe ich es mit Sprecher. Oder Sprecher und bastle ich wohl nicht. Lässt sich wohl nicht so gut. Deswegen mache ich das noch normalerweise im Schnelldurchlauf, aber heute machen wir das mal als Special. So, extra für euch mache ich das. Für die 666, die auch Abonnieren gedrückt haben. Und für die, was weiß ich, 44, die dazukommen sind. Nee, ein Stoßlaber, der 660 bleibt, oder? 38, das, ja. Hätten noch warten sollen. Ja. Ja, bis 720, dann wäre es 666 plus 44. Müsst ihr jetzt halt schnell aufs Abonnieren drücken, bevor ich das Video schon hochgeladen habe. So in etwa. Dann sind wir bei der 720. Ich weiß nicht, ich hab's einfach mit Zahlen. Das ist Ingenieurskrankheit. Aber ja. Und das ist halt, also wenn man da irgendwie tolle Gemeinschaft hinkriegt, wäre schon eine coole Sache. Und ab und zu auch mal Veranstaltungen. Ich glaube, dafür braucht es einfach auch eine gewisse Größe, eine gewisse Reichweite. Also von daher, wenn euch das gefällt, was ich mache, unterstützt es, schaut das Video an, dann macht Kommentare. Ein bisschen die Fäden wegmachen. Ja. Ich bin kein Maschinist, ich bin Ingenieur, das ist was anderes. Mir reicht es, wenn das Prototyp Qualität hat. Und nicht Seriequalität braucht man nicht. Wenn das einfach zusammenzubauen ist und alles, bin ich schon recht glücklich. Das dann noch schön sauber machen, das ist zukünftiger Schritt irgendwann. Wenn ihr da Idee habt, einfach in die Kommentare, können wir schwätzen. Dann, was man da machen könnt, wie man das machen könnt. Aber dass man da mal irgendwann mal Veranstaltungen macht oder sowas. Wenn ihr Bock drauf habt. Schwätzen wir. So, das kommt auf die Seite. Das ist, wie heißt es, Silhouette vom Gehirn oder Profilansicht. So, ja. Boah, das ist halt ohne Kleber. Das sieht dann schon cool aus. Da haben wir die zwei unterschiedliche Rot. Aber, das fällt mir ein. Das hinten müssen wir sowieso noch mal wegmachen. Weil da muss die Schulterstütze noch. Bin jetzt auch mal gespannt. Ich habe das jetzt auch noch nicht zusammengebaut gesehen. Das machen wir jetzt zusammen. Bauen wir zusammen. Und dann gucken wir, wie es ausguckt. Wie es aussieht. Ich glaube, das sagt man nicht guckt. Oh. Nein, das ist jetzt noch mal weg. Schraubenzieherle. Ja, komm schon. Ja. Da jetzt erst den Kleber drunter machen soll. Das ist Presspassung. Du hast dann mal die Schraube einfach nicht mehr raus.
Eieieiei. Oh. Habe ich ein bisschen Faden verloren. Egal, wir schrauben da weiter, da fällt mir das schon wieder ein. Das dürft ihr natürlich auch gestalten, wie ihr wollt. Ich muss mal gucken, dass ich den technischen auch irgendwann mal, also so wie er jetzt ist, mag ich den noch nicht hochladen, weil ja, bei dem war der, und bei dem zweiten war vorne der Schwungrädlerskäfig. Er ist anstrengend, aber den habe ich einmal so gemacht, dass ich halt das Modulare habe, dass ich da verschiedene Stufen reinbauen kann. Aber das ist ja, wenn ihr wollt, dann, wenn ihr von vornherein sagt, ihr wollt einen zweistufig oder wollt einen dreistufig, dann macht das keinen Sinn, das so geteilt zu haben. Und vor allem so Gewindestangen und alles, das ist dann nachher genodelt, ist einfach das in einem Stück rauszudrucken. Und den muss ich noch anpassen. Ich kann da irgendwann vielleicht 3-4-stufig nochmal Schwungrädlerskäfig machen. Wie ich schon gesagt, die Kommentare, da kriegt ihr am ehesten dann, was ihr wollt. Oder halt gucken, dass wir mal zusammen Veranstaltungen machen oder sonst was. Dann, wenn ihr da wissen wollt, wie sowas geht, dann können wir das uns gegenseitig beibringen. Das ist so die Hoffnung, wenn man da. Ei! Ja, das darf ich so nicht machen. Das darf ich so nicht machen. Eieiei. Das hat der Ingenieur nichts gedacht. Das ist natürlich nichts zum Abwischen da. Dann machen wir jetzt doch mal einen kurzen Schnitt. Putz das kurz ab, dann schweißen wir weiter. So, Abendlampe mit Spiritus. Dass das noch nicht gar so komisch aussieht. Eieiei. Es ist halt. Was sich nicht auf das konzentriert, was man macht, sondern auf Schwätze konzentriert. Das ist andere Seite. Das ist, die habe ich schon. Die Marmeladeseite nach oben so in etwa. Da habe ich schon was gedacht. Gut, das ist halt an der Stelle ein bisschen glänziger. Eieiei. Ja, das. Eieieiei. Ich mag die Fehler, dass ihr sie nicht machen müsst. Das ist jetzt meine Ausrede. Das habe ich von diesen anderen Leuten auf die YouTube gelernt. Ich mache die Fehler, damit ihr es nicht machen müsst. Die machen aber andere Fehler, weil sonst hätte ich aus deren Fehler nichts gelernt. Die haben natürlich meine Blaster noch nicht zusammengebaut. Ja, das sieht jetzt halt ein bisschen milchig aus. Kriegt man das noch ein bisschen wegschliffen. Gerade der Boden gesaugt. Ja. Das ist jetzt halt das Beste, was man machen konnte. Aus meiner Misere. So. Ihr tragt natürlich auf der Seite der Kleber auf. Und dann auch idealerweise weit genug weg von den Figuren. Weit genug weg vom Rand. Das ist jetzt halt schon ein bisschen schief gegangen. Oh, verklebt jetzt mein Tisch noch. Eieiei. Heute läuft's. Das ist halt doch ein dämonisches Ding. Teufelswerk. Sag's euch, Teufelswerk. So, der ein Teufelswerk. Der schöne Tisch. Hat so viel Likes her jetzt. Ach, ihr seht den Kleber nicht einmal, der ist da hinten. Gerade da hinter. Wenn den Finger ein bisschen runterziehe. Das seht ihr nicht einmal. Eieiei. So.
Seht ihr, die Feder ist bloß auf einer Seite befestigt, weil es reicht. Jede Schraube, die einsparen kann, ist weniger Geschäft. 3. Ja, jetzt bewegt sich das noch. Ich sag's euch, der Herr Ingenieur, der macht Sachen. Muss jetzt das Klebeband da noch weg. So. So. Und zack. So. Und dann die Finger beppt der Kleber immer sofort. Kunststoff braucht ein paar Sekunden, aber eine Finger. Na, das stört er halt sofort. C war aber jetzt auch nicht das Geschickteste zum Abwischen, aber so Papiertuch. Nicht irgendwelche Markengefühle zu verletzen. Oh, aber die Seite auch schon irgendwie Kleber noch braucht. Da habe ich es. Was hätte ich da den Tisch versteckt habe. Ach da. Ei. Jetzt wackelt die Kamera, weil die im Tisch befestigt ist. Sag's euch. Das ist ein spezielles Video. Ja. Ui. Ah, da Gott, das war so alles nicht geplant. Das stand nicht im Skript. Uah, dass meine Finger zusammenklebt, auch nicht. Scheißdreck. Alles voller Kleber jetzt. Ich muss das jetzt noch mal kurz. Dann muss ich die Hände waschen. Dass man das nicht falsch nachklebt. So. Und für das unten mal wieder ab. Das Kreppband nicht hebt. Weil ich das jetzt auch ein bisschen so geknottelt habe. So. So, das, zack. Das da noch drücke. Das können wir jetzt wieder innen einkleben. So, das ein bisschen ausrichten. Noch schön gerade ist. Aber ein bisschen Spalt. Das andere, das hellere Rot durchschimmert. Das haben wir beim Orange schon so gemacht, also beim technischen. So habe ich ihn mal genannt. Ach, da passt es irgendwie nicht ganz von dem Maße. Das hat's. Wie schon gesagt, den da ist halt mit Stichdruck rausdrucken. Das ist besser. Aber ja, der da ist auch noch irgendwie auch geschickt zum Drucker, aber das ist das einzige, wo wirklich stützt. Habe ich sonst noch was, wo ich Stützstruktur brauche? Irgendwas. Ach, den Schiebelhahn, der braucht Stützstruktur. Ich mag Stützstrukturen von einfach nicht. Das ist irgendwie versucht was. Deswegen so gut wie möglich es geht, auf das zu verzichten. So. So.
So, ich wäsche mal das Hemd, weil das klebt alles. Oder machen wir nochmal Schnitt. Weiter. So, die Hände sind sauber, Gott weiter. Jetzt gucken wir, was wir machen können. Was haben wir hier? Da, natürlich mit der 666. Das kommt jetzt da noch. Das ist eine ziemliche Presspassung. Das geht immer. Gut. Dann müssen wir die Schraube auch. Das kann sein, dass die Mutter jetzt nicht gescheit hat. Ui, die sollte nicht raus. Die muss da rein. Nicht auf dem Boden da rein. Heieiei. Das braucht ein bisschen Nachhilfe. Da brauche ich Feuerzeugle. Das wird dann Hitzeeinsatz so in etwa. So. So. Zack. Auf der Seite geht's. Jetzt müsst ihr das Klebeband nachher noch euch vorstellen, dass das nicht da wäre. Das Löchle ist dann, wenn man dann Spannungsanzeige hinmachen will. Das müssen wir nicht ganz so anziehen. So, dann kommt da der Griff. Zuerst der Kleber noch. Haben wir da noch. Ja, das ist die andere Seite. Oh, Vorsicht, da ist geschraubt. Sonst müssen wir eine ganze glatte Radschnur machen. Und ich habe anfangs immer gedacht, das wird ein 10 Minuten Video bei der ersten Video. Das habe ich oft genug gesagt. Ich habe echt gedacht, das geht in 10 Minuten. Aber mittlerweile habe ich das aufgegeben. Das können wir eigentlich schon so lassen. Das hebt von allein. Und es ist halt meine ganze Drucktoleranz und so. Drückst es dann so rein, dass es so einfach bleibt. Und es soll mir recht sein. Es kann sein, wenn ihr da ein bisschen andere Toleranz habt, dass das bei euch ein bisschen lockerer ist. Da macht der Treffle Kleber dahinter. Sparen wir das jetzt einfach. Immer gut, wenn man sich was sparen kann. So, das ist von Käfig. Das ist auch von Käfig. Das sind die spannendere Teile von Käfig. Da guckt. Das wird da durchsichtig. Also einfach mit einem Sichtfenster. Das haben wir auf der anderen Seite genauso. Das ist der Teil mit der Schulterstütze. Müssen wir aber erst das trocknen lassen. Ja, wenn man es richtig macht, richtig rum, dann geht es auch nicht, weil es viel zu eng ist. Das ist ein bisschen, ja, da kommen wir mit dem Design an die Grenze. Ihr seht hier, das wollte es halt doch nicht. Also da habe ich schon Stützstruktur, allerdings bloß hier verwendet. Dafür brauchen wir auch Stützstruktur, genau für das Teil. Wobei das ließe sich auch verhindern, indem man das dreiteilt. Oder zweiteilt zumindest. Aber das ist so minimale Stützstruktur, vor allem an nachher nicht mehr eine sichtbare Stelle. Wenn man denkt, ja, komm, das kriegt man entfernt. Das kriegt man nachher zum Not auch abgeschliffen. Das Übel gehe ich dann ein, für das, dass ich das nachher nicht zusammenkleben muss, dass ich da ein bisschen Zeit spare. Hoffe, ihr versteht so langsam, wie meine Gedankengänge da sind. Da haben wir auch nochmal Flamme. Da kommt Blastingenieur drauf. Auf der Seite wird bloß mit doppelseitigem Klebeband eingeklebt. Das muss man lösen können, damit man die Schraube wieder nachkommt. Und ich will das reparieren. Ui.
Genau das, was ich nicht wollte. Das kriege ich jetzt auch nicht mehr. Doch, wenn ich das Beul jetzt nach vorne ziehe. Ah, bleib da. Ich schraube jetzt ein bisschen spitz, wäre was gut. Okay. So. Mutter wieder drauf. Noch ein Feuerzeug holen, das reinschmelzen. Jetzt andere Seite vom Griff. Da können wir den Blasen schön reinkleben. Das habe ich noch nicht ganz zu Hause, dass das klappt. Das ist halt, gut, ich müsste den Drucker. Das ist jetzt halt, wenn man den Drucker nicht sauber einstellt, dann ist das, druckt das da unten. So. Ich glaube, das Bett müsste ich einfach gescheit nivellieren, aber ich habe es lieber ein bisschen zu wenig Abstand, wie dass man das jetzt richtig ins Druckbett reinträgt. Und dann ist es halt ein bisschen breiter, wie dass es dann die Hälfte vom Druck, der sich vom Druckbett löst oder so schon ist. Da bin ich ja lieber besser. Feile lieber ein bisschen nach bei solchen Teilen. Wie dass es zweimal drucken muss. Das ist so grob meine Überlegung. Sieht dann halt nicht ganz so sauber aus, aber ja, mei. Sagen unsere Nachbarn da. So geht es nämlich schon. So, dann Tröpfchen Kleber drunter. Oder vielleicht auch 3, 4. Das hat doch gerade funktioniert. Ihr Scheiße. Was soll das Richtige nehmen? Ja, das habe ich abgeschliffen. Oder? Ja. Gucke, dass ich so wenig wie möglich in Kleber reinfasse. So. Scheißele. Scheißele. So, Dele. So. Bleib drin. Es braucht ein bisschen Überzeugung. So. Bleib auch drin, solange der Kleber noch nicht trocken ist. So, Dele. Das brauchen wir dann noch erst. Das brauchen wir noch erst. Dann brauchen wir das da noch.
Da können wir die Schraube überkleben. Weil die müssen nicht mehr raus. Die sind ja da sauber drin gehalten dann. Die oben müssen. Das ist einfach so, dass man den Käfig dann tauschen kann. Das ist mir wichtig. Alles andere, das passt dann schon. Ja, Profi, ja, die Schnittstruktur vorher und vorne können, aber naja. Seht. Da habe ich ein bisschen Schnittstruktur verwendet, aber das ist einfach, verstehe ich es. Doch das kommt aus dem Vorgängermodell noch, aus dem 2er. Dass ich das, also beim ersten habe ich das nicht gehabt, beim zweiten habe ich so ein Kabelwulst gehabt, durch das, dass ich das modular hatte. Und eigentlich habe ich auch gedacht, ich mache hier einen Stecker rein zwischen Käfig und dem Rest vom Blast, aber ich habe es lassen. Deswegen braucht man eigentlich den Hohlraum hier nicht. Das seht ihr da. Das ist ganz entspannt. Das heißt, wenn ich da noch ein bisschen Stecker rein gemacht hätte, hätte man da noch genug Platz gehabt. Also von daher, es war jetzt unnötig. Aber ja, deswegen macht man es, dass man es noch besser weiß. Wichtig ist immer ein guter Spruch zu wissen. Dann passt es. So in etwa. So, dann kommt es da noch. Bleib. Ja. So. Bisschen Klebeband. Das. Dann die Seite. Oder sind die Schraublöcher ausgespart, dass man es noch wieder aufmachen kann. Und das mal gucken vorher. Das heißt, da muss ich gucken, bis hier in etwa. Machen wir einfach nicht arg viel noch. Und da können wir das eigentlich mit dem zusammenkleben. Das schadet nicht. Jetzt brauche ich irgendwann mal einen Video-Editor, der mir so einen Schmarrn, den ich manchmal von mir gebe, nochmal ausgräbt. Und wenn sie dann rausstellt, er war doch dumm, das dann reinschneidet. Der Käfig lässt sich halt wahrscheinlich ein bisschen schwer lösen, weil der ein bisschen verklebt, aber es dürfte gerade so wenig sein, dass es noch geht. Muss jetzt einfach ewig halten, aber ich weiß nicht, wie lange die Motoren halten, weil das sind ja die hochwertigsten. Das ist mir dann aber auch recht egal, weil wenn sie hingegangen wird, sie ersetzt. So in etwa. Man könnte da einfach hochwertigere Motoren einbauen. Hatte ich aber gerade in dem Moment, als ich das Blasstelle gebaut habe, keine da, deswegen sind die da drin. Außerdem funktioniert der Schwungrödelskäfig irgendwie besser mit dem Magazin. Oder die Pfeile funktionieren besser mit dem Magazin, sagen wir so. Das ist die andere Pfeile. Und der andere Schwungrödelskäfig mit der. Da sind so Nightingale. Schwungräder drin. Mit Valkyrie-Motoren. Und da funktioniert das Magazin, weil da brauche ich dann Worker-Pfeil oder sowas in der Richtung. Und das mag das Magazin nicht ganz so. Deswegen Gott's nicht ganz so gut. Und die hier, die da nachher drin sind, die sind ein bisschen weicher. Die gehen besser. So. Ich hätte mal sagen, ich hole ein Feuerzeug, dann schmelzen wir das da noch rein.
wenn ich gleich alles richtig nachgekriegt hätte, hätte es eigentlich ein One-Take werden können, aber ja, das habe ich halt nicht gemacht. Mag eigentlich One-Takes, weil die sind vom Aufwand her wesentlich einfacher. Man lädt es halt einfach hoch, aber manchmal ist es einfach komplizierter, One-Take zu machen. Das ist halt, man drückt Start, man drückt Stopp und lädt es hoch. Deswegen bin ich da großer Fan von, weil Video editieren gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingshobbys. Das ist einfach, ich mache gerne Videos, aber das Editieren, ja, das ist notwendiges Übel. So in etwa. Ich mache es halt für euch, weil ich da das Hobby voranbringen will, weil ich da was aufbauen will und euch ein bisschen mitnehmen will bei meinen besten Leihen. Deswegen mache ich das halt. War da auch besser drin, so ist nicht. Ich mache ja auch einiges an Shorts und Zeugs und da haben wir dann schon einiges, wo das dann so passt. Oh ja. Schöner Community-Aufbau. Das ist der Plan. Dafür macht man dann halt sowas einfach. Sodele. Ja, komm. Bisschen noch. Oh, ist gut warm. So. Abdruck. So, das heißt, das passt jetzt. Das muss jetzt noch abkühlen. Bissele. Ich mag das Wort bissele. Schönes Wort. So. Oder auch der Blaster noch runter. So. Haben wir. Vielleicht taugt das doppelseitige Kleber und da noch mehr. Das machen wir am. Also alles, was man immer wieder entfernen muss, wird mit doppelseitigem Klebeband gelöst. Oder ja, entfernen können sollte. Weil mir ist von der Schieber beim zweiten Blaster ist mir auch schon mal kaputt gegangen. Und dann wäre das halt ärgerlich, wenn man dann einen ganzen Block nochmal neu drucken müsste, weil so ein kleines Teil kaputt gegangen ist. Also vor allem vielleicht fallen uns irgendwann mal Upgrades ein oder Zeugs, wie man Dinge besser lösen kann. Dann wäre das doch besser, wenn man bloß das Teil druckt. Deswegen will ich das alles schraubbar und nicht. Weil man könnte es, ja, seht es bei Videos auch, dass da Leute 3D-Drucke machen und das dann alles zusammenklicken und dann denke ich mir, ja, schön. Also das Video sieht jetzt saumäßig cool aus, wenn du das in so einem Shortcut so ein Modell zusammengeklickt hast, weil ja, das ist halt einfach zack, reingeklickt und gut ist. Aber denkt man dann, wenn da irgendwas kaputt geht oder so, was machst du dann? Schmeiß das ganze Modell weg. Also das ist dann nicht Sinn und Zweck der Übung, oder? So. Das hat man eigentlich da bis durchgucken können. Auf der anderen Seite auch. Hab da Sorge gehabt, dass man die Kabel drunter sieht, aber seht, das ist so duster da drin. Vielleicht seht ihr mir nicht, auch mit der Kamera nicht. Das ist so duster da drin. Müssen wir uns keinen Kopf machen. So, das heißt, der Teil ist fertig. Es kann sein, dass wir da auch noch dasselbe Spiel nochmal machen müssen. Ja, das müssen wir nochmal machen. Genau deswegen klebt man das nicht rein. Jetzt mache ich gleich mal meinen Punkt, oder meinen Standpunkt klar. Kriegt ihr gleich mal ein Anwendungsbeispiel. So. Das ein bisschen durchdrücken. Das mal rausmachen.
das ist schön durchstubbert. Ja. Jeder Mensch braucht ein Hobby und ich grill halt gerne Muttern. Man könnte auch Hitzeeinsätze reinmachen, aber ich finde das mit den Muttern irgendwie besser. So, schön einfassen, dass der Daumen schön schwarz wird. Eieiei. So, das klebt man dann hier fest. Weil dann kommt man dann die Kabel noch ran. So, oder? Oh. Nicht die Hand mit festkleben, sonst bin ich immer der Blastermann. Kennen mich die Leute dann auf der Straße, weil ich der Kasper mit dem Blaster in der Hand bin. Mhm. So. Hebt das so nicht. Eieiei. Ja, okay. Da war die Druckqualität wirklich scheiße. Ich lerne noch. Sage ich dann an der Stelle immer. Zack, zack. Hat mir das jetzt die Unterlagsscheibe eingespart. Ah. Ja, die fällt. Ja gut, ist eine Gewichtsreduktion. Wir machen das jetzt deswegen nicht nochmal auf. Die ist jetzt also nicht unwichtig, weil der geht schon geschmeidiger, wenn die drin ist. Weil wir können auch einfach das ein bisschen lockerer machen, dann geht es auch wieder geschmeidiger. Ach, das in Zukunft klappt auch wieder mit Schnelldurchlauf. Dann mache ich nicht so ein Blödsinn. Dass ich mit nebenher rede. Vielleicht doch nicht ganz so geschehen. Es ist vielleicht vom Unterhaltungswert für euch besser. Das dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das witzig findet. Nee, ich meine, dann ist das auch okay. Wenn ihr da was davon habt, dann mache ich das euch zuliebe. Aber ja, vielleicht machen wir ab und zu mal ein Special, dass ich dann vorher alles quasi mit Kommentare unterlegt, dass ich so bastel. Und manchmal machen wir noch Videos, wo die Dinge, wo ich mich konzentrieren muss, im Schnelldurchlauf mache. Aber das sehen wir dann, wie man das geschickterweise macht, wie sieht das. Wenn ihr das alles so toll findet. Wie schon gesagt, ab in die Kommentare damit, was ihr denkt. Das muss ich ja irgendwie wissen, dass ich mich da drauf einstellen kann. So. Das ist jetzt da oben. Dann kommt da die Schreibler wieder drauf. Da muss man ab und zu doch nochmal hin. Und ich habe so ein kleiner Gabelschlüssel, nicht, dass man irgendwo diese Zängle auch da. Ist aber okay.
Das ist auch höchst professorisch. Nicht professionell. Provisionell. Wenn das Provisorium ist und wenn das mal einer oft. Keine Ahnung. Das ist. Ein Fuß. Auf gut Schwäbisch, ein Fuß. Oder ein Krust. So. Dann haben wir das da. Dann haben wir das da. Dann haben wir da noch. Da können wir das kurz überlegen. Ja, da können wir das da. Abstand. Da brauchen wir keinen Abstand. Da muss ich. Ja, deswegen wegen der Aussparung. Ich mache das Ding so kompliziert. Ja, deswegen haben wir. Ich habe mir da beim letzten Mal was gedacht. Das ist kompliziert, das zu kleben. So. Das auch mit dem Kreppband festhalten, bis der Kleber wirkt. Up, so nicht. Das seht ihr, wenn das drückt so ein bisschen arg weit weg. Seht. Und das steht ein bisschen über eingesetzt, das ziemlich. Oder eigentlich im Modell ist es ziemlich glatt. Aber ich druck das halt auch in einer ziemlich schnellen Stufe, dass der Druck halt zeitig fertig ist. Dass man weitermachen kann, weil ich habe viel zu drucken. Viel Sache. Das ist jetzt. Und ich habe bloß einen Drucker. Derzeit noch. Also muss das halt. Haben wir dann das, jenes und dann schon das nächste. Und so ein Drucker will ab und zu auch mal beaufsichtigt werden. Deswegen ist mir auch ganz recht, wenn mal Zeit lang nichts läuft, da habe ich auch mal Ruhe. Ja, die Probleme, ich sag's euch. Probleme. So. Das weg. Das mal. Das. Ja, da brauchen wir die Aussparung eigentlich nicht. Der bitte halt. Dass ein bisschen die Schraube ein bisschen Luft haben. Muss man irgendwann mal andere Drucker kaufen, vielleicht mit. Oh ja. Das ist ja wegen dem Kanal, habe ich mir überhaupt einen Drucker gekauft. Double Strike hier gemacht habe. Da habe ich festgestellt, was man da alles damit machen kann und ja, so entstehen die Dinge, da wird oder das eine Sache, andere Sache und dann entwickelt sich das alles. Fingerabdruck hinterlassen. Zum Glück nicht ganz so schlimm. Das ist schon spannend, wie das alles entstanden ist hier. So, das mal richtig rum. Deswegen habe ich das nicht freigeschraubt, weil das da zum einen, weil ich die Schrauben noch braucht habe, zum anderen, weil das da unten raus muss. Sonst kriegt man, sonst glänzt das da dazwischen. So, zack, nein. Dann fällt noch das und das. Und wahrscheinlich nur Zeit. Ja, noch Zeit. Das heißt, wir haben dann noch für euch einen ziemlich kurzen Schnitt. Für mich halbstündige Pause oder so. Bis das halt alles trocken ist. Und dann machen wir es mal zusammen. Das ist für euch ganz undramatisch. Ich würde es nicht arg auffallen. Aber ich würde es ankündigen, ist klar. Aber so.
So, mal super duper Spezialtechnik. Weil ich keinen Akkuschrauber mag. Also, für die Hand ist der Akku nie leer. Wenn der Akku für die Hand leer ist, dann mache ich sowieso keine Videos. Dann flag ich für so faul im Bett rum. Und genieße mein Leben. Ich glaube, die Mutter noch aus den Kunststoffteile raus soll. Das ist ein bisschen ein Krampf, wenn es kaputt geht. Aber das kriegt man auch hin. Und da hilft das Seitenschneiderle. Ja, beim 777er strengen wir uns vielleicht mal mehr an. Gucke, dass ich die Druckeinstellungen richtig mache. Ah, das muss locker sein. Okay, das war das, wovor ich. Das heißt, wie kriegen wir das denn noch? Und das geht jetzt schon so. Wie kriege ich das noch hin, sodass das zuverlässig auf und zu geht? Weil sonst hatte ich halt immer Ding drin. Also so eine Spannungsanzeige und da konnte man das dann packen. Das habe ich hier jetzt weggespart. Wollte einfach keiner hinmachen. Teufel braucht keine Spannungsanzeige. Der weiß einfach. Das sind 666 Volt. Der hat einfach alle Spannung. So in etwa. Ah, der Blastingenieur redet wieder Quatsch. Der schwätzt ein elendiger Letter. Schwäbische Worte, die ich gelernt habe. Ein Lettergeschwätz. So, das ist ein bisschen extra der Boden putzt. Ihr seht nichts davon, aber ich habe ihn gesaugt. Jetzt ist schon wieder staubig. So, auf welcher Seite ist mehr? Das heißt, die Seite kleben. Boah, das müssen wir auch. Da ist die Toleranz im Modell nicht genug für die Toleranz im Druck. Oder der Druck zu schlampig für die Toleranz im Modell. So rum könnte es auch sein. Also als Maschinist müsste die halt noch besser werden. Aber ja, kommt alles mit der Zeit. Das lernt man alles. Wenn der Druck groß genug ist oder die Spannung groß genug ist, dann lerne ich das auch. Wie schon gesagt, Kommentare da lassen. Das Motto des heutigen Videos. Aber nicht da lassen, dass wir das 777 das Jahr noch erreichen. Dass ich Blaster bauen kann. Und Kommentare da lassen. Dass man Community aufbaut. Dass man da Bastelveranstaltungen und Zeugs macht. Und guckt euch das auch, die Datei auf Patreon und Zeugs. Kann es nicht oft genug betonen. Wenn ich schon die Mühe mache, da der Kanal zu keine Ahnung, Profil, Kanal, was ist, ja, ist es auf Patreon. Was weiß ich. Zeugs auf Patreon zu erstellen. Und zu gucken, wie ich das hochladen kann. Und wenn ihr da was Eigenes draus macht, sagt mir Bescheid. Aber ladet das nicht ohne mein Verständnis irgendwo hoch. Seiten. Das ist nur eine Inspiration dann. Also wenn es natürlich genug abgewandelt ist, wo ich denke, okay, das hat jetzt mit meinem nichts mehr zu tun, dann ist es auch. Ist ja euers. Also ja. Da einfach nicht vorher miteinander schwätzen. Das verhindert Frust. So. Wie machen wir das jetzt, dass wir das noch aufmachen können? Das ist eine gute Frage. Oder zwicken wir das ein bisschen ab, dass das von allein aufgeht.
da Spannungszeug hinmachen soll oder irgendwas. Egal. Irgendein Knubbel oder so. So. Das haben wir, das haben wir. Ja, wir haben eigentlich alles. Jetzt geht's ans Weiter. Glaubt, das braucht noch alles ein bisschen. Werkzeug ist alles weg. Und dann kann ich das nachher, dem Moment, wo ihr nicht hinguckt, noch ein bisschen kurz aufräumen. Das heißt, ich mache jetzt für euch Sekundenschnitt. Für mich ist ziemlich lang. So, oder jetzt durchs Trocken sein. Das war jetzt eine lange Teepause. Weil für halbe ist noch ein bisschen zu früh. Und muss auch nicht immer eine halbe sein. Wenn man andere Dinge noch vorhat. So in etwa. Ja, ich will jetzt hier keine Werbung für Bier machen. Eigentlich schon. Moralische Probleme. Egal. So. Das hebt jetzt. Seht ihr, Kleber ist trocken. Ja, das bewegt sich immer noch in die Richtung. Eieieiei. Ist kein guter Plastik. Kein guter Sekundenkleber von Plastik. Eieieiei. Eieieiei. Habe über eine halbe Stunde Pause gemacht. Ich meine, für euch war es bloß eine Sekunde, aber das ist die Magie des Schnitts. Wahrscheinlich habt ihr ein bisschen verwackelt der Schnitt, je nachdem, wie ich die Kameraposition noch drauf habe. So, da ziehen wir das ab. Das ist aber fest. Das ist seltsam, warum bewegt sich das noch? Ja. Aber ich will das jetzt hier haben für euch. Und fürs Ende von dem Video. Dass man aber sieht, wie das zusammengebaut aussieht. Oder tut. Nicht das, sondern tut. Wie es zusammengebaut aussieht. Tut. Das bewegt sich nicht mehr und das wackelt auch nicht mehr. Der ist noch. Ist das auch fest? Ja. Und das hat halt hier ein bisschen Spalt. Ist halt amerikanisch Plästerle mit ein bisschen Spaltmaß. Das nehmen wir nicht so ernst. Ah gut. Das da nicht ist fein geworden. Das hat es nicht ganz so sauber ausgedruckt. Nichts. Ja. Jetzt muss das da vorne drauf. Hoppla. Ja, das Seidenschneiderle. Müssen da ein bisschen Rust wegzwicken. Der Herr Ingenieur sollte halt ab und zu mal die Düse reinigen. Das täte, glaube ich, auch helfen. Oder mal ab und zu mal wechseln, aber das Geschäft, das macht keinen Spaß. Das dürft ihr besser machen, wenn ihr es besser haben wollt. Das ist ganz einfach. Und irgendwann mal brauche ich einen Maschinisten, der da Spaß bei hat. Oder ich lerne das alles mal, aber habe ich keine Zeit für. Das Zeugsentwickler.
bin Ingenieur, kein Maschinist. So. Ah. Ja, die Schraublöcher sind nicht ganz verdeckt. Das war eigentlich im Modell, glaube ich, anders. Wie nicht alles täuscht. Egal. Den Gruß auch mal wieder weg. Es kommt ins Archiv oder irgendwo an die Wand. Das sieht schon cool aus. Auf dem Blaster hat man nicht. Das habe ich dann doch nochmal ausgedruckt. Nochmal überarbeitet. Die Schnittdatei. So, Dele. Machen wir alles. Batteriepack rein. An. Da sind IMAs drin. Yep. Sind drin. Gange da. Da haben wir es jetzt ein bisschen einfacher mit der Gabel. Weil das T-Stück für die Anzeige fehlt. Ja, das ist. So. Und dann laden wir das Magazin mal. Und heute machen wir keinen Schnelldurchlauf. Das heißt, den Pfeil hat es ordentlich kaputt gemacht. Er fliegt hinaus. Wir haben da Behältnis voll. Der andere noch. Die habe ich halbe geschnitten. Aus den ich die halbe geschnitten habe, bei der anderen Spitze reingeklebt, schwarze. Das ist der Rest davon, weil die gibt es nicht mit schwarzer Spitze. Das habe ich selber gemacht. So glätt man das. Jetzt haben wir 3 Stück. So lädt man das. Das dauert. Das braucht. Aber deswegen ist das da noch so. Und das könnte man. Cool wäre, wenn man das automatisieren könnte. Dass das einfach. Muss ja bloß der Honor mit so einer Art Finger rein. Dann der nächste Pfeil, dann kommt das wieder raus. Und dann rein. Weil der Bewegungsablauf ist jetzt nicht zu kompliziert. Weil wenn man das so Röhrle voll Pfeile und dann müsste man die Pfeile bloß in so Röhrle reinstecken. Der Rest macht dann der Mechanismus. Wobei, das ist dann die erste Bammer ist sehr einfach. Und dann irgendwann mal muss man stärker gegen die Feder arbeiten und muss man hier mitdrücken. Das macht das Automatisieren wieder ein bisschen komplizierter. Das ist jetzt kein Magazin für Stückzahl. Da müsst ihr ab und zu mal hier. Ei. Schöner Schaumstoff beleidigt. Hey. Oh, das kann ganz schön was aufnehmen. Oh, das hat es ein bisschen verdreht. So. Ich habe da auch schon mehrstöckige Versuche gemacht. Das war nicht ganz so erfolgreich. Ja, manchmal
manchmal probiert man was. Das stand aber auch nicht auf der To-Do-Liste für letztes Jahr. Für das Jahr. Letztes Jahr habe ich das. Letztes Jahr habe ich die To-Do-Liste geschrieben, für das Jahr, so rum. Stand nicht auf der To-Do-Liste letztes Jahr. Hey. Komm ich schon wieder durcheinander. Bin schon im nächsten Jahr. Gedanklich. Mit manchen Videos auch schon. Das Jahr ist fast rum, geschäftlich. Ich mache schon gedanklich im nächsten Jahr. Das ist jetzt noch hoffentlich ruhige Tage genießen. Das ist so der Plan. Aber ihr wisst ja mit den Plänen und so. Hui, da ist lang. Das ist. Eigentlich stand auf dem Plan für das Jahr bloß einen Blaster zu machen. Wir haben ganze 3 gemacht. Das Datei veröffentlicht und alles, das stand alles nicht auf dem Plan, aber es läuft so schnell bei dem Kanal hier. Da muss ich einfach auch liefern. So. Ui, jetzt hätte ich mitzählen sollen. Vielleicht hat schon jemand von euch mitzählt. Sehr cool. Könnt ihr das in die Kommentare schreiben, wie viele Pfeile sind. Wenn nicht, könnt ihr zurückspulen. Das kann ich im echten Leben noch nicht. Das ist. Musste. Und ich hätte mir da glaube 5-mal erzählt oder so. So. Ui. Deswegen braucht es oben und unten Aussparungen. Und eigentlich sollte die versetzt sein. Dass man entweder immer oben oder unten eingreifen kann. Das wollte ich glaube nochmal anpassen. Jetzt wollte ich das so sehen. Man sieht dann nachher nicht, sieht dann optisch nicht ganz so aus, aber. Na gut. Und praktisch, ja, das Blasstelle wird nicht praktisch. Ah, da haben wir. Und von den Pfeilen mit der schwarzen Spitze. Die habe ich selber gemacht. Ah, ich habe anfangs auch einen rausgezogen. Ah, Gedächtnis, sag's euch. Wird Zeit für Urlaub. So, ich definiere jetzt voll. Packen wir das auf Seite. Dann sollen wir Messwerte machen. Vollständigkeit halber. Ui. Das jetzt. Ja, gerade so, dass ein bisschen Kraft braucht. Die ist halt. Presspassung. Ja, das hat jetzt vorne, das hat es vorher nicht gehabt. Das ist der Honor. Das ist jetzt ziemlich eng Honor bei den Blasstellen. Aber halb so wild. Der sieht schon wild aus, oder? Wir sollen das so mal bewundern, bevor wir jetzt gleich in Messungen gehen und alles. Was? Stellt euch einfach mal eine gescheite Druckqualität vor, aber mir geht es darum, Prototype zu machen. Ja.
Ja, das unterhält nichts. Das ist scheiße. Ich glaube, das müssen wir einfach alles, die Reue mal wegbrechen. Das ist ein bisschen, ja, das ist halt, wenn man was nur im Design, Modell macht. Und da sieht es da cool aus, wenn das echt so richtig spitz zuläuft. Und das kriegt der Drucker halt nicht so umgesetzt, weil unter einer 04er Düse mag ich bei der Größe nicht drucken, weil so schnell ist mein Drucker noch nicht. Und so viel Geduld habe ich noch nicht, dass ich da ewig das Zeugs, dass ich eine Woche drucken möchte von Videoländer. Das ist dann, frage irgendwann mal schnellerer Drucker, das kommt alles noch. Jetzt ist da alles sauber. Es passt so auch, mit Millimeter weniger. So, holen wir das Messmittel. Das ist Messmittel Nummer 3. Aufwachen, geht was da. Fällt mir immer noch der Ton. Ich messe. Wobei ich könnte mal so Sprechblase hinmachen. Ich messe. So, los geht's. Schon besuchen. Fällt das da einfach rum. Aber ein Messwert von 400. Nee, da ist kein Pfeil durchgegangen. Das glaube ich doch nicht. So, ne. Ja, das ist ein bisschen ein Nachteil, wenn man das Gas so voll macht. Deswegen habe ich da mein hochprofessionelles Werkzeug. Das ist wieder fingerstick ist. Mein Dartstocher. Manche mögen auch sagen, dass es ein Essstäbchen ist, aber nee, das ist mein hochprofessionelles Werkzeug. Speziell für das Magazin gefertigt. Aus einer kleinen Manufaktur in was weiß ich wo. Nee, ihr wisst, dass es ein Schmarrn ist, nicht, dass ihr jetzt da mir irgendwie falsche Werbung andichtet. Wobei, ich will es euch ja nicht verkaufen, also von daher, ja, keine Ahnung. Ihr wisst, dass es ein Schmarrn ist. Ups. Ups. Oh. Was denn? Hochprofessionelles Werkzeug. Ach, da ist die Motorradhalter. Das Funkrädler von letzten Blaster, das haben wir mittlerweile auch gelöst. Die habe ich, auf dem ersten Blaster war das, die habe ich mittlerweile einfach festgeklebt. Immer gescheiter Kleber. Und dann geht das tatsächlich. Weil bei dem ersten sind die immer, haben die sich gelöst, aber da habe ich einen gescheiter Kleber genommen. Das war, ja, manchmal sind die Lösungen so einfach. Ja. Messwerte haben wir. Also 20,8, 22,3 und 23,4 Meter pro Sekunde. So. Braucht der beherzte Schlag. Ja, sage mal. Das ist. Ist ein bisschen ein Problem. Ich hätte das Teil da noch anders entworfen sollen. Das hat der Hanna. Das hätte es nicht haben sollen. Das müsste hier eigentlich da abschließen, weil sonst zieht es hier ein bisschen nach oben. Das ist halt. Scheißdreck. Dann gehen wir die kaputt. Das heißt, das Teil müsste eigentlich anders sein, wenn man das so gemacht. Aber die Aussparung darf schon sein, aber das muss halt hier so sein, dass es das Pfeile so in den Lauf schiebt und nicht nach oben gegangen lässt. Das muss ich ändern.
So, wo ist vorne? Ja, so langsam hat sie es eingeschliffen. Profi-Tool. Jetzt haben wir noch 26,0 und 24,3. Eieiei. Ja, das viele Pfeile. Das Federle kann halt auch nur so viel Kraft haben, dass sonst verquetscht die Pfeile irgendwo. Die Schalter kommen. So, und Messwert noch. So, 22,4. Da haben wir unsere 6 Messwerte beieinander. Das ist irgendwie. Hat sich bei mir so einbürgert, wenn ich mehr als 6 Schuss habe, 6 Messwerte. Haben wir Durchschnitt von 23,3 Meter pro Sekunde, versteht sich. Ich meine, wir messen sinnvolle Maßeinheiten. Ja. Also 20,8 im Minimum und Maximum 26,0. Und ist schon recht gutes Blasterl, also stärker wie die Nerf Blasterlers. Die haben, glaube ich, so im Durchschnitt so knappe 20, teilweise ein bisschen weniger. Ja, sowas um den Dreh. Und für das, dass es eigentlich eine recht günstige Geschichte ist, packen wir das wieder weg. Und dann machen wir einfach mal das Magazin noch voll leer. Machen wir es voll leer, oder? Das ist eine geile Wortkombination. Voll leer. Ja, so. Profi-Werkzeug. Das. Ja. Profi-Werkzeug. Ich glaube, die sind auch ein bisschen zu lang, die Pfeile. Das kann auch sein, dass die schwarze ein bisschen kürzer sind. Wie die Orangen. Deswegen die nicht ganz so gut gegangen. Ich habe das Magazin irgendwann mal. Muss vielleicht auch irgendwann mal reinschreiben, wie lange die Pfeile zu sein haben. Das kennen wir. Ja, das kann schon sein, dass die jetzt nicht ganz so gut gegangen. Wenn wir noch Zeit haben, testen wir noch Runde mit den schwarzen Pfeile. Machen wir ein Magazin. Wenn nicht, steht euch ja frei jederzeit was anderes anzuschauen, das ist ja klar. Zwingt euch keiner hier zu sein. Außer emotionale Erpressung und so, weil Hobby braucht Unterstützung. Hopp. Das ist. Wir testen noch die schwarze Spitze. Ei. Das ist, wenn man das bloß so halb hinein tut, bleibt das stecken. Dann blockiere die Motoren. Eieiei. Und da ist passiert. Ach, den hat es wieder so hochgehalten. Eieiei. Da brauchen wir die Rückseite von dem Profi-Werkzeug. Oh, ja, die Schwungrädler sind ein bisschen aggressiv. Aber ja. Ups.
Ah, ja, das muss ich ändern. Also, dass der Hanna seht, oh, kriege ich das euch Zeug? So sieht das. Ja, da hat es den klopft und da muss oben was dagegen, dass der nicht so schräg gehen kann. Weil der geht ja nicht in den Lauf rein, sondern bleibt dann vorm Lauf kreuzig zwischen Schwungrädel und Lauf. Das Teil muss ich einfach ändern. Das muss ich nochmal anpassen. Ich lade euch dann auch natürlich selbstverständlich die geänderte Version hoch. Weil ich will ja nicht, dass ihr den ganzen derselbe Scheiß habt. Jetzt versucht das 2 Pfeile Wollmann einzudrücken. Eieiei. Mein Profi-Werkzeug. Oh. Bleib da, mein Profi-Werkzeug. Ja, die Pfeile sind zum Glück recht günstig. Ist das nicht ganz so dramatisch. Das ist, glaube ich, 100er Pack für 10 oder sowas. Was ist das nochmal passiert? Wo ist jetzt mein Profi-Werkzeug? Dann muss halt der Schrauberlizierer her, Alter. Das ist jetzt irgendwo im Nirvana. Ah, die Pfeile, die ist lang genug. Zack. Der fliegt raus. Der wird nicht mehr. So. Jetzt, Alter. Guckt mal, wie der letzte verquetscht ist. Das ist ja. Ja. Ich würde sagen, ich hole noch die dunkle Pfeile mit der schwarzen Spitze. Mit die da. Und dann hole ich noch ein Messschieberle. Ja. Die sind eine Ecke kürzer. Und dann muss ich die einfach anpassen. Das. So. Ja. Das heißt, da brauchen wir die andere Gange nicht. Aber das machen wir dann. So, Messschieber geholt. Und jetzt gucken wir mal. Die sind insgesamt. Ja, was sind's? Also 30,4. Sowas. Also 30,5. Ja, also 30,4 ist eher. Haben wir mal eine andere. Ja. Haben wir eine andere. Ist ein bisschen. Der ist eher also 30,5. Aber ja, so ganz genau wird das nicht gegangen. Der ist ein bisschen kurzer. Ja, der kommt wieder ziemlich hin. Ein bisschen mehr. Ui, der ist ein bisschen arg viel kürzer. Der passt wieder. Dann gucken wir mal die Orangene. Das heißt also 30,5 und da haben wir. Ui, 36, ziemlich exakt. Der ist ein bisschen arg kürzer. Der dürfte eher passen. Der ist wieder also 30, oder? Ne, der ist 33. Also 30,4 sind die ziemlich genau. Der ist ein bisschen kürzer. Und der ist wieder. Ja, wird ein bisschen mehr sein als 33. 33,7 oder 8.
Der ist nochmal ein bisschen mehr. 34,5. Da, ne? Durch das ziemlich Wasser. Das heißt, die sind alle ein bisschen länger. Die passen ziemlich. Jetzt gucken wir mal, ob die paar Millimeter das rausreißen. Ui, der ist wieder 36, irgendwas. Ne, 36, ziemlich exakt. 34. 36. Ja, 35,5. Vielleicht 6. Ja, auf jeden Fall sind die doch länger. Also zumindest die Stichprobe, die man hat. Sagen wir von 33 bis 36 da so. Die sind also 30, irgendwas. Also die sind schon wirklich kürzer. Auf jeden Fall laden wir jetzt nochmal ein Magazin. Mann, das ist toll. Das kriegen wir heute nicht geändert. Machen wir nochmal. Vielleicht noch Weihnachten, ein kurzes Special oder so. Oder sobald ich das Druck. Vielleicht machen wir nächste Woche mal zwischendrin mal. Wenn ich das Druck krieg und geändert krieg. So, oder der Anfang geht recht einfach. Könntet auch, das Magazin könnte man auch kürzer und dann bloß hier so. Oder so halbe, das würde ja auch cool aussehen. Dass es nicht ganz rumgeht, dann geht es leichter. So halbes Trommelmagazin, aber. Und das wäre wahrscheinlich auch recht einfach. Dann wäre das hier abgeschnitten und dann halt die Ausbuchtung und darum. Die Ausbuchtung könnte man ein bisschen schneller machen, weil die Feder füllt das Ganze nicht aus. Es wäre dafür richtig abgespacedes Blaster. Eieieiei. Abgespaced. Das ist zu viele Zischlaute. Abgespaced. So viel Kleberdämpfe für heute. Nicht gesund. So. Das ist halt ganz spezielles Bläschen, das braucht spezielle Pfeile und alle. Wobei, das sind die günstigsten Pfeile, die ich gefunden habe. Das sind so Glow in the Dark, aber das kostet Pfeil 10 Cent oder so. Nicht Pfeil 1 Cent. Ne, 10? Auch nicht 10, ja, 10 Euro. Ja, da glaube ich, habe 10 Euro bezahlt pro von 100 Pack. Schon nicht ganz so günstig. Noch ein Blick, 10 Cent. Oh ja. Was man denn alles tut, wenn man Dinge probieren will. Gut. Ich nutze die schwarze Spitze von meinen Schwungrädlersblasters, wie meine Swordfish, wobei die nicht. Doch die Swordfish, aber die Drive, die mit den aggressiven Schwungrädlerskäfig nutze ich selten. Eher die Swordfish, ab und zu mal die Dominator. Und die reißt halt. Die macht da schon recht viele von den Kämpfen kaputt. Das ist dann, also von der Spitze. Die fliege dann gar nicht mehr weg. So. Jetzt sage an der Stelle, lass was gut sein. Mal ein halbes Magazin. Der schaut auch cool aus hier. Das können wir dann hier abschneiden, da rum. Und dann hier so ein halbes Magazin. So, Dale.
Ja. Das war jetzt nicht das, was ich... Das ist halt... Ist nicht ganz ideal. Aber es ist ein cooles Blaster. Jetzt... Ach, das quetscht den anderen mit, deswegen Gott das Schieberle nicht vor... Oh. So viel Schwung im Werkzeug. Jetzt. Ja. Oh, habe ich das Magazin nicht genug gefettet? Ein bisschen besser ging schon. Ich meine, das hat schon ab und zu seine Macke, also das ist nicht ganz ideal. Weil das ist halt viel Reibung. Aber so schlimm. Ui, die Motoren sind nicht für so viel Spannung ausgelegt. Ja. Ui, das. Ja, das lässt sich vorbei. Ja. Ui, das hat's abkurbelt. Ja, ein bisschen Schwund ist immer. Ich glaube, das Pedal ist nicht stark genug, um das zurückzuziehen. Der Schieber geht nicht ganz gescheit zurück, das heißt... Das muss vielleicht besser sein oder besser schmieren. Das war beim ersten Blaster nicht ganz so. Ja, wenn ich das... Der hängt ein bisschen. Das Fädel ist schwach gemacht. Muss ja Fädel mit mehr Zug nicht machen. Ah, da lässt du noch voll. Und das muss gut sein für heute. So, dale. Und jetzt steht er da, der Blaster. Muss ein paar Verbesserungen noch machen. Vielleicht noch ein bisschen schmieren, dass es besser läuft. Aber das müssen wir. Weil das geht nicht gescheit zurück. Gut, und das muss ich im Fall einladen, weil sonst kann ich das Magazin nicht wieder rein. Das wird sonst blockiert von den da. Aber das finde ich bisher immer noch undramatisch. Also leer das Magazin nicht den Blaster, mein Gott will. Braucht man nicht. Also, will ja nicht kein leeres Magazin, das ist ein Feature, kein Bug. Aber es sieht schon cool aus, oder? Das sieht schon cool aus. Ja, das da noch anders machen. Vielleicht mal gucken, dass ich das Schieberle oder dass man ein anderes Federl reinmacht. Dann vergleichen wir das mal mit dem ersten Blaster. Vielleicht haben wir einen zweiten Blaster. Dann machen wir vielleicht nächste Woche nochmal ein Special, wenn ich dazu komme. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Schaut die Datei auf Patreon an. Macht eigene Kreationen draus. Das wird eine tolle Geschichte. Und dann euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blasteringenieur.